Goedemorgen alle. Vrij me jullie alle waren te treffen. Wanneer ik manchmal een beetje flottert wanneer je hinabgeht en je weet dat es Gott zijn wil en dat we ons Gott zijn woord vervieren en dat we ons door hen erbühen en ermunteren doen en manchmal denken helpen en aan zich wat leren, wil ik de wij met vrede dat doen, want dat vlees ook een beetje zetteren deed. Ik heet iedereen welkom hier vandaag en vrij me voor met dit op hier te zijn. Wanneer we Gott zijn woord lezen, dat het entweder, we horen dat verschieden van mensen. De ene zegt, die freut sich immer weiter, wenn er dat leest. En de nächste die zegt, wel, ik ga niet veel eruit krijgen. Ik heb het gelezen, je hebt dat bekend, aber mir schiet dat niet zo aan. Mir fühlt sich dat niet zo levendig. En we kunnen dan zeggen, dat helpt niet. Oder we kunnen zeggen, ik weet dat dit als Gott zijn woord en ik geloof dat, wanneer ik dat niet feilen deed. En we mensen, we worden immer gleichen dat te feilen, wat we geloven doen. Oder wat we geloven wel, oder zullen. Dat worden we gleichen te feilen. En de Bibel leert ons niet dat we zullen op je Pfeiler gaan. Die leert ons dat we im Glauben leven zullen. En zodat is dan zo wat we geloven, wat we aannemen en dan erop acten als we zo feilen of niet. Door wij en weer. En zo, als ik deze werk even nagedacht, wat wordt God zijn van te reden, of wat wordt God wel hebben, wat ik zal van reden. En kwam me dat aan van den rijke jongling te reden. Hij kwam naar Jezus met een vrouw. Zoals we ook alle dat manchmal doen. We vrouwen ons, verschillende vrouwen. Waar we dan gaan, wel ons naar God nemen te beden. Vader in Himmel, we danken die verdienen lui, wat die hast ans Menschen. Vader, wanneer het van ons afhängig wird, dan worden we alle verloren zijn. Wanneer het van onze gerechtigheid zal afhängen, dan we komen alle kort. Vader, we danken die dat du ons goed bent en dat we ons kennen aan die houden en dat die woord ons leiden en vieren wil en dat du ons immer ware zegnen des. Vader, daar zijn we zo dankbaar voor. We vragen nu om een opener hart om dit part van die woord te verstaan en in ons leven aanwenden. Vader, dat vraag ik in die naam, Jezus. Amen. We hebben een leven vrouwen, waar we ons manchmal vragen, wat is dit, of wat meint dat, of wat is het. We vragen ons en ik geloof dat is ook ganz reich. Dat zullen we zullen ons manchmal vragen stellen. Maar deze rijke jongling, we vinden die Geschichte op 3 steden in het Testament geschreven. Eén is Markus 10. Vers 17 en wieder, en het andere is Lucas 18, vers 18 en wieder, en dan nog in Matthäus 19 van vers 16 en wieder. Dat dezelfde geschichte, maar dat is een beetje verschieden uitgeschreven. Een beetje verschieden hebben de schrijver dat opgeschreven. En in Markus, daar zegt dat deze jongling, die kwam naar Jezus gerend en kniet zich. En dan vroeg hij. En de andere beide zeiden plus dat de kwam naar Jezus en nam hem een goede meester. Maar dan als hij dat is, dan zegt hij, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erven? Dat is wat het in Lucas zei. Wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erven? En deze vrouw hebben we ons alle gevraagd. We vragen ons nog Emma. Wat moet ik doen? We weten, de Geschichte is ons bekend, dat deze man treurig van Jezus wegging. Maar hij had de rechte vrouw. Hij kwam met die vrouw, wat we alle als vrouwen zullen. We weten dat hij weer in den zin moet something doen
om dat eeuwige leven te krijgen? Wat moet ik schaffen, om dat ik dat eeuwige leven krijg? En andere weer, dat is wat zijn vrouw weer. Jezus, die antwoordt aan niet voets op dat. Hij zegt, waarom nennst du mich Gott? Das ist keiner Gott als Jesus, als Gott. Waarom nennst du mich Gott? Aber weil es je gefragt hat, dann in Matthäus 19, Vers 17 sagt er, hij zei dan, waarom fragst du mich über was Gott ist? Du hast einer, der Gott ist und dort ist Gott. Wenn du Leben haben wirst, dann hol die Geboten. Okay? Du hast gefragt, was ich brauche, damit ich leben kann. Jesus sagt, dann hol die Geboten. Und wir wissen, dass die Menschen today, die werden bekannt mit dem Gesetz, die werden bekannt mit den Geboten, den 10 Geboten. Und Jesus sagt nicht, hol das Gesetz, er sagt, hol die Geboten. Und dann fragt das junge Mann, der fragt dann, wohnen. Jesus sagt, dies ist das erste oder das 6. Gebot, du sollst nicht tot mehr. Und dann, wenn Jesus noch antwortet, die Frau sagen, du sollst nicht tot mehr, und dann wird wir alle sagen, oh, dort habe ich es noch keinmal getan, und dort denke ich, keinmal zu tun, ich will es keinmal wem tot mehr. Wir wissen, dass Jesus seine Lehre sagt, aber dort, wer immer einen anderen Dal ist, oder zu den Schlag reden, der ist all in Deutschland. Jesus nannte ihm das 7. Gebot ab, du sollst nicht einbrechen. Na, wird wirklich alle sein, da habe ich auch noch nicht mehr zu tun gehabt. Jesus sagt, aber wer mit Last nur eine Früh kriegt, der hat all angedreht. Dann wies der Arm nur das 8. Gebot, du sollst nicht stehlen. Und dann wird wir vielleicht auch alle sagen, du hast nichts mehr zu tun. Wir stehlen nicht. Aber wir geben vielleicht nicht alles, was wir sollen, oder was Gott von uns wird verlangen. Und dann wies der Arm nur das 9. Gebot, du sollst keinmal ein falsches Zeugnis geben. Und dann nur das 5. Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. So, das Mann der Frucht, was soll ich tun, zum gerat worden? Jesus sagt, dann check dir die Geboten mal allein. Was hast du geschrieben? Er nannt ihm durch mehrere Geboten ab. 6, 7, 8, 9 und 5. Das sagt er durch. Und dann heran sagt er noch, die kostet noch durch kicken, was in 3. Mose 19, Vers 18 steht, dass du sollst, die nur so gut sein als die selbst. Das sagt Jesus daheran. Das ist, was das braucht, wenn du wirst leben. Das Mann, der hat von Jesus die Wort gehört, wenn du leben wirst, dann hol die an die Gebote. Nicht totmerken, nicht stehlen, nicht einbrechen, nicht schlecht reden, und Vater und Mutter ehren, und die nur so gut sein als die selbst. Das ist, was Jesus das Mann sieht, was er braucht zum Leben. Das junge Mann sagt, Meister, dort habe ich alle geholt. Was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Das, was du mir sagst, Jesus, dort habe ich alle geholt. Was fehlt mir noch? Als ich hier so überdacht und mich hineinlassen darf, was fehlt mir noch? Ich glaube, wie die Jesus angenommen haben, wir kommen manchmal auf eine Stelle hin, wo wir Gott das fühlen, dass wir so glücklich sind. Wo das Gefühl ist weggegangen und wir manchmal uns selbst fragen, was fehlt da? Was ist erreicht? Warum geht mir das so, als mir das geht? Verschiedene andere Frauen. Das junge Mann sagt, ich habe da, was du sagst, Jesus, das habe ich alle getan.
Und wir würden sagen, yes, ich habe Jesus angenommen. Ich habe an mein Leben gegeben. Ich habe versprochen, am treu zu sein durch mein Leben, was immer es geben wird. Aber was fehlt mir? Was ist es, was mir fehlt? Er hat all diese guten Worte getan. Er hat nicht dort gemerkt, er hat sich noch nicht verschuldet, er will sich nur bei Gott. Und all das hat er alle getan, sagt er. Und dann wird wir vielleicht mit einem Matchstimmen sein, yes, wenn das ist, was Jesus von mir verlangt, dort habe ich auch alle geholt. Aber ich fühle mich manchmal so miserablich, ich fühle mich so laarig, ich fühle mich so verloren. Woran? Was fehlt mir noch, fragt es junger Lehrer, sagt es. Er kam nur Jesus gerannt, sagt es in Markus. Er kneit sich zu Jesus. Und was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Wir können da auf verschiedene Wege nachdenken. Wir wissen nicht, was er wirklich im Hart gehabt hat. Aber er war ein reicher Mann, er war ein Lehrer. Und womöglich hat er bloß Jesus seine Attention gesagt, dass Jesus am für die Menschen wird loben. Das wissen wir nicht. Aber weil er ein Lehrer war, und Jesus am diese Geboten sein, dann sagt er, dort habe ich alle geholt. Was fehlt mir noch? Dort habe ich alle geholt. Was fehlt mir noch? Jesus sagt, wenn du wirklich vollkommen worden wirst, wenn dort dein Ziel und dein Verlangen ist, dann vergib alles, was du hast. Dann geh und vergib, was du hast, und gib dort für die Armen. Dann wirst du einen Schatz haben im Himmel, und dann folg mir nur. Vergib alles, was du hast, wenn du wirst vollkommen sein. Wenn wir trägen, aus diesem jungen Mann, Jesus die Frau stellen, und wir bloß nur die wir horchen, was er die Frau und das hielt sich so, in dem Moment, wir bereit, Jesus anzunehmen. Wir bereit, whatever das braucht, aber ich will ein Leben haben. Hier kommt, Jesus sagt an den Boten, was er holen soll, und dort ist das Mal noch nicht genug. Du musst mehr sein als dort, nur seine Frau, nur hielt sich dort so. Du musst noch mehr sein. Und dann sagt Jesus zu ihm, dann, wenn du wirklich was vollkommen sein, dann vergib, was du hast, und gib dort für die Arme, dann, und du wirst einen Schutz haben im Himmel. Das gekriegte Frau, was er hat. Was fehlt mir, dass ich mit ewig Leben habe, oder dass ich einen Schutz habe im Himmel, wo ich mich selber. Dort wie ihr kriegt seine Frau. Nun sagt Jesus, wenn dort das Ziel ist, was du weißt, dann merkt ihr los von den irdischen Dingen. Dann merkt ihr los von dort, was die gleichen ist. Und wir wissen nicht, was sind Familien wir, aber es sagt, dass er hat eine große Familie. Er wird viel im Wirt. Wir wissen, dass er ein Lehrer und er hat viel große Possessions, sagt er im Englisch. Große Familien hat er. Und so, was wir nun sind große Familien, wir dass er ein Lehrer wird, oder wir dass er so viel Sachen hat, das können wir nachdenken, wo wir wollen. Aber was uns lernen will, dass wir fast an diese Dinge. Wir fast an das, was Jesus zu uns designt hat. Wenn du was einen Schutz haben im Himmel, dann wirst du noch andere Dinge tun, als bis die Geboten, was ich designt hat. Jesus kann sein Hort und er weiß, worauf er da angekommen wird. Die Frau wird die reiche Frau. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Wir haben uns diese Frau vielleicht alle gefragt. Uns ist manchmal vielleicht so was, something was ich noch machen tun. Und yes, wir wollen machen. Wir wollen something tun.
Wir wollen wählen von der Sinn wegdrehen und wir wollen wählen Jesus nur folgen. Das ist uns Verlangen. Dort soll uns Verlangen sein. Yes, wir sind hier beirrt und wir sind mit Dingen in Kontakt gekommen, was Gott enjoyen will. Wir haben mit Dingen zu tun gehabt, was Gott enjoyen will. Und wir haben nicht gut gefällt über dort. Wir haben schlecht gefällt über dort. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Das wird uns in den Kopf kommen. Das wird uns durchdrehen. Jesus sagte das Mann, na dann hol die Gebot. Das Mann wird der Antwort nicht gut. Und der ist uns auch nicht gut. Der Antwort wollen wir auch nicht. Aber was ist dann, was wir brauchen? Das Mann, als er das hier, dass er soll das alle verkaufen und in Jesus nur folgen, das Mann, der ging traurig weg. Das macht ihm sehr traurig. Und so, als ich das so nachdenken, dass das Mann ging traurig weg, dann kickte ich nach mir selbst und frug mich, wie vielmals ist mir ein Ding klar geworden, was ich ändern soll. Und anstatt ich das ändern tue, dann gehe ich traurig weg. Mein Gewissen ist schwer. Ich fühle mich viel. Dann kommt diese Frau ab. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Das trägt somehow an mich. Ich weiß, dass ich Jesus angenommen habe. Ich weiß, dass ich lebe für ihn. Ich habe mein Leben übergeben. Aber ich fühle, ich soll etwas ändern. Ich soll etwas anders tun, als ich das tue. Damit ich ein gesegntes Leben leben. Diese Frau, die fängt an, mich an abzuwarten und zu leben. Was muss ich tun, dass ich bara so frei kann sein, als ich vorher bin? Aber dort, was ich fühle, was mich ankommt, was ich soll tun, dort macht mich bloß traurig und ich gehe weg. Wie vielmals tun wir das so? Und wir wundern, warum es uns das Christenleben so wenig wird. Warum ist das so schwer? Jesus sagt in Matthäus 11, dass wer immer schwer beladen und bedrängt ist, sagt Jesus, kommt zu mir, ich will ihnen Ruhe geben und sagt, dass mein Joch ist leicht. Das ist, was Jesus sagt. Das junge Mann, der kam zu Jesus, er kam gerannt, er kniet sich vor Jesus. Was muss ich tun? Und ich wünsche, dass wir immer weiter können und denken, dass wenn wir diese Gefühle in uns haben, dass something in uns bewegen, dass wir sollen something ändern. Dass wir da nicht würden traurig weggehen und wundern, was soll das nächste mit mir sein? Oder was soll ich denn tun? Das junge Mann, der ging weg, er wird traurig. Was wir in Jesus sehen wird, was Jesus ansieht, er sagt, verkauf, was du hast, und gib dort für die Arme, und du wirst einen Schutz haben im Himmel. Aber dann sagt er noch ein Ding heran. Und dann folgt mir nur. Dann folgt mir nur. So wird erst nur folgen. Wir würden sagen, dass erst wenn du wer jetzt und ich gehe den heran, ne? Das ist nur folgen. Und das ist Krieg, was Jesus getan hat. Er kam auf diese Erde, er lebt ein Leben, wo wir uns können rechten, wo wir können herangehen. Und das ist, was Jesus sagt. Ich bin hier, und wenn du was einen Schatz im Himmel haben, wenn du was ewiges Leben haben, dann komm mich heran und check, wo ich Dinge tue. Dann check mal, wo das Leben hier auf der Erde soll sein. Und Jesus wusste, er hält die Geboten. Er hält nicht die Gesetze, alle, was zu der Zeit wären. Da hält Jesus nicht. Dazu werden er nicht sagen, dann hält die Gesetze. Er sagt, dann hält die Geboten. Die 10 Geboten, die stimmen mit Gott seinem Leib. Die stimmen mit dem Leib, was Jesus uns wiesen hat. Das junge Mann, der ging traurig weg. Wenn sie können nicht verkehren. Ich dachte noch an all die guten Worte, was wir tun, die wollen uns nicht raten.
Wir können so viel Gutes tun, als wir wollen. Wir wollen uns immer larig fallen, wir wollen uns nicht sicher in Jesus in den Armen fallen. Wir wollen nicht uns sicher sein. Means, dort ist nicht, was uns raten lässt. Aber wenn wir gerat sind und wir das annehmen, dann, was in 1. Petrus 1, Vers 18 sagt, Gott hat den Preis geteilt, von der Dode weer aufzuraten, der je von jenen Verältern mitgearbeitet haben, und je weiten, dort wir nicht mit selber ihre Geld passiert. Gott hat den Preis geteilt, dass ein du kann von dieser Sünde weer raufkommen. Wenn diese Frau an uns ist, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Dann das ist es. Petrus sagt, Gott hat den Preis geteilt. Da ist alles vor euch. Da brauche ich bloß annehmen. Das junge Mann, der soll seinen Kopf von seinem Habengeld wegdrehen. Der soll von seinen Possession, was er immer hat, er soll den Kopf von dort wegdrehen und so mal gucken, wo lebt Jesus? Aber das kann er nicht. Und dann steht, dass er dort dann ging traurig war. Und ein anderer wird ja sein, wenn Jesus sagt, verkauf alles, was du hast, dann kann wir auch sagen, dass Jesus durch den Arm sagt, ich nehme das alles. Ein anderer wird Jesus sagen, gib mir den Habengeld und folge mir nur. Ich habe den Preis geteilt, dass deine Seele geraten ist. Das ist alles vor. Gib mir den Habengeld und folge mir nur. Er sagt, das soll der Arme gegeben. Wir wissen, was wir Jesus in Abtrag hier bei ihr. Was tut er? Als Johannes schickt, sollen wir fragen, bist du wirklich Jesus? Dann sagt er bloß, guck mal, was ich tue. Die Arme werden das Evangelium gepredigt, die Blinde werden sein, die Lume können gehen. Dort wird, was er tut. Er gibt die Arme, was nicht haben, da gibt er alles, was er hat. Und dort wir Gesundheit. Jesus sagte das junge Mann, verkauf deine Possessions, verkauf dein Habengeld, und dann check, wo ich leben will. Und das ist something, was wir auch immer wahr wollen machen, wenn wir glücklich sind. Dort, was uns hier bei ihr ist, was uns scheint jetzt zu brauchen, was wir gleichen tun. Das ist nicht mehr da. Aber das ist alles mal Nummer 2, Jesus ist Nummer 1. Wir können wirklich dort loslassen und immer wahr sein, Jesus, wenn dort dein Willen ist, ich sein willig zu gehen. Vers 22 sagt, als das junge Mann, das hier ging, traurig war, weil er ein gerautet Familien hat. Er kann nicht loslassen. Er hielt an das Familien. Und das sagt hier, dass wir ein junger Mann, und das sagt, dass er ein gerautet Familien, und das kann sein, dass er dort von seinen Verältern geerbt hat. Petrus sagt hier, dass Gott hat den Preis geteilt, uns von der Dode weer aufzuraten, da wir von unseren Verältern mitgeerbt haben. Das ist Fleisch. Das junge Mann hat ein gerautet Familien, und wenn er jung ist, dann können wir uns das vorstellen, dass er sich nicht alle Tag geschafft. Das hat er von seinen Verältern mitgeerbt. Und Jesus will an lehren, nur dort noch, was wir in 1. Petrus lesen, dort, was du mitgeerbt hast, dort redet nicht zu, gerat sein. Unsere eine gute Wort in der redet nicht zu, dass wir gerat sein. Wir brauchen dort loszulassen und checken, was Jesus sein Willen ist. Jesus sagt, dann folg mir nur. Und dort ist, was unsere Abgabe ist. Und dort braucht es, dass wir bekannt sind mit Gott sein Wort, dass wir uns den Namen tun, was will er von uns, was ist meine Abgabe. Und wir haben alle verschiedene Gaben, verschiedene Wege, was Gott uns brauchen kann, und wir bloß dort tun, was wir können. Nicht mehr, aber auch nicht anderes, als wir können. Dort ist, was das meint, nur folgen. Jesus, der hat diese Kraft in sich, dass er ging in Heil Kranke. Wir wissen, dass zum Apostel das auch. Wir wissen, dass ja von der ersten Tag nach sind, wenn Menschen beten, dann auf einmal dann sind die gesund. Gott erhört die Gebet. Jesus sagte zu das junge Mann, folge mir nur, check mal, was ich tue.
Kijk maar wo ik op deze eerd leven doe. Laat dat los wat u met je erven hast, wat u hast, wat u einen is. Onze ouderen kennen ons han zeer goede dingen geleerd en wat we ook niemals willen verachten. Maar we willen dat zijn een te scheiden, dat wat ons eigen leven is, dat is niet dat wat van onze ouderen kennen. Die hebben ons zeer goede dingen geleerd, die hebben ons geleerd respectvol zijn en die dingen, die willen we Gott verdanken, dat onze ouderen zich angestrengt hebben dat te doen. Maar dat eine zegt ons dat klar, dat de ouderen kunnen ons niet dat eeuwige leven geven. Dat kennen die niet. We kennen dat bij Jezus gaan. En jeder einer, die kan persoonlijk naar Jezus om dat eeuwige leven te gaan. Wenn wir dann wieder lesen dann in 23. Vers, als das junge Mann traurig wegging, kijkt Jesus naar seine Jünger, oder die Menschen, die dran am Wehren, und sagte, ich sage Ihnen die Wahrheit. Dat is für een rijken man schwoor. Dat wordt voor een rijken man schwoor zijn in den Himmelreich te komen. Die Jünger, die haben alle abgekickt, könnt mir vorstellen, wat. Dat is schwoor, im Himmel te komen, wer der Reich ist. Die Jünger sind so verbläfft und kicken durch, und dann sagt Jesus in der 24. Vers in Matthäus 19, ich sage Ihnen noch einmal, dort ist für ein Kamel leichter, durch das Öl von einer Nadel zu gehen, als für einen reichen Mensch in den Himmelreich zu kommen. Was seien die Jünger? Wenn wir uns diese Welt beobachten, dann, in der Zeit, wo wir hier leben, dann, und wo Gott wieder haben, uns fehlt really nichts. Wird Jesus auf einmal auch zu uns das sein? Ich glaube nicht, dass viel Hahn uns den Himmel zu bringen wird. Aber wenn dort uns so viel wert ist, dass wir nicht hier haben, in Jesus nur zu folgen, dann wird es sicher, dass es dort sein. In der 25. Vers sagt es, als die Jünger dort hielten, verwunderten sie sich sehr und sagten, wer kann dann überhaupt selig werden? Ist das auch, was wir uns dann würden fragen, nicht? Wenn dort ist, wer kann dann überhaupt selig werden? Aber der 26. Vers, wenn wir das beobachten, dann können wir sagen, was Gott getan hat. 26 sagt, und Jesus kickt an und sagt, für Menschen zu sein, ist das unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Wahrer du han, dass wir von uns selbst wegdrehen in Jesus kicken, dann ist die Radung. Dann hat das nicht mehr mit dort zu tun, was wir haben, was wir ihnen tun. Dort ist uns ein Tun, wo dort Krieg ist. Wenn Gott uns dort anvertraut hat, dann sind wir wirklich dort zu verwalten und uns dann zu kümmern und zu denken, dass Menschen, die in Not sind, dass wir was ewig haben. Dort ist Gott sein Verlangen von uns. Aber wenn wir an dort fast sind, dass das junge Mann wir, dann sagt Jesus, dass es allmählich im Himmel hinzukommen. Und das ist mein Verlangen für uns selbst, dass wir das verstehen können, dass wir nicht denken, dass wir so und so viel haben, nun sind wir sicher. Jesus vertraut meine Gleichnissen von Ricksen, dass dort für die Menschen schwer ist, wie die beschäftigen sich bloß mit der Jeder. Mit dort, was sie besetzen. Was immer. Und noch ein Ding, wo ich an denke, das junge Mann, Jesus redet hier von Ricksen, und ich will das auch beloten. Aber ein Gedanke, was mir abkommt, ist, ich das selber kicken, wie das Mann auf einmal so Rick an sein Gott tun, dass dort am Fossil, dass er gleich so sei, dass die Jeder wären, was ihnen tut. Wie es als Jesus ansagt, na dann hol die Geboten, und das Mann so allein kijkt, na dort habe ich alle getan. Was kann ich noch machen? Das was tun? Hij weer recht aan Gott tun. Hij weer recht aan Geboten holen. Wie dort auf einmal dort? Dort sagt das hier nicht, dort kann ich bloß in Gedanken.
wenn wir so viel Geld tun und der dort wollen geraten worden, dann wird das probably krijgt zu gehen mit das Jüngling. Wenn es dort Geld tun, wird uns nicht raten. Das ist eigentlich Jesus in seinem Leben, was er hat, zu uns Menschen, was uns raten wird. Und er gleicht uns. Wenn wir gucken dann, ich glaube, das in Markus, als das junge Mann fragen, dort habe ich alle geholt, was fehlt mir nach? Nicht mehr der falsch kriegt, was du kriegst. Aber Jesus guckt am an und dann sagt Jesus, das sagt er dort, wie das junge Mann gut. Er hat eine Leufe verdient. Und das junge Mann kann nicht verstehen, was Jesus sagen hat. Weil wir fast entweder an seine gute Worte oder an die Jita. Die Schrift sagt, an die Jita, was ihnen tut. Und dort war wir auch belohnt. Aber wir können sein, dass durch die Schrift, wenn wir lesen, dann, dass die guten Worte, die wollen uns nicht raten. Das ist eigentlich Jesus Christus, der uns raten wird. Und das ist mein Verlangen, dass wir dort lernen wollen und dass wir dort wollen verstehen können, dass wir nicht an unsere Dinge fest sind oder an unsere guten Worte fest sind, aber dass wir wollen an Jesus leben. Mach Gott uns alle segnen.